rotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fahr ich hinaus. Ich hab ein knallrotes Kommst Gummiboot. du jetzt zum Springen an? Mein, mir geht's gut. Du bist bei noch nicht in der Arbeit. Ich geh jetzt ins Freibad. Oh, da darfst du rumgehen. Hast du heute ins Bach gemixt? Mei, du wieder. Geh. Ja, freilich musst du umgehen. Das ist für mein Ernst, gell? Warum denn? Tot ernst. Weißt du das nicht? Das Bad wieder zugespielt. Geh. Ja, wenn ich das sage. Geh. Kann ein Staat wie Zwiesel in aller Welt bekannt, kann ein Staat wie Zwiesel das Freibad zuspielen? Zwiesel kann alles. Das haben sie schon bewiesen. Ach, geh. Ja, mei. Ha, dann lerne Tschechisch. Hä? Ja. Freibad und Ja, Tschechisch. ja. Ja, wie passt denn jetzt das zusammen? Ja, ja, weil dann gehe ich nämlich in die Sauna nebenan. Da haben nämlich mittlerweile schon mehrere Bären wie Einheimische. Das denken wir, das haben wir auch schon gehört. Und da kannst du nämlich ganz umsonst kannst du da Tschechisch lernen. Da brauche ich nämlich dann keinen VHS-Kurs. Ja, dann sparst du dir einen Haufen Geld. Ja, genau. Aber wenn das so ist, Ja. dann fahr aber bitte nicht über die Gartenstraße. Weil dann haut sie deine Schwimmflügel, dein Brühen und deine Zipfel haut sie durcheinander, weil da haben so viele Löcher drin wie in einem Schweizer Käse. Das ist schon wurscht, wie ich fahre, weil nämlich die ganze Stadt so ausschaut, wie nach dem Krieg. Geh. Das stimmt ja. Aber, los, der Bürgermeister hat jetzt gehandelt. Der Bürgermeister hat gehandelt. Der Robertl kann der handeln. Ja. Seit wann das? Der hat die ganze Bauhofcrew hat er ausgeschickt, so ein Lächelflicker. Geh. Ja, mei, das müsst ihr sehen. Ja, das ist ein Schauspiel. Schaufel, ein wenig größer wie ein Suppenlöffel und da tun sie dann batzelweis tun sie die Lächelflicker. Und das jetzt in der Wirtschaftskrise, mei, der Robertl, der hat halt schon einen Mut, gell? Ja, mei, der Ja. traut sich. Aber Wirtschaftskrise hin oder her, das interessiert uns der Stock gar nicht. Die haben letztes Jahr im Freibad, auf einer Freibadparty, obwohl es in die Stadtwerke schon lichterloh brennt hat, haben die noch AC/DC Revival Band engagiert für einige tausend Euro unter dem Motto, wenn schon hin, dann gescheit hin. Mei, du, sag einmal, sitzen da lauter Experten drin in den Stadtrat? Ja, das glaubst du. Ein Experte größer wie der andere. Okay. Ja, genau. Ein richtiges Expertenteam. Ja, du schaust. Ja, sag einmal. Und dann kommt das Mord aus, so wie mit der Sauna. Was bist du jetzt mit deinem Bärmerlauer so umeinander hauen? Da gehen wir jetzt zu einem Robertl. Mach mich nervös. Das bringen Robertl. Das? Ja. Ja, was tust du denn von Robertl und mit dem Wärme? Naja, weißt du das jetzt da? Das ist Sponsoring für eine blühende Stadt. Ha, du das darf jetzt so ein Robertl, genau. Dann bist du morgen in der Zeitung drin. Oh mein, das nächste Expertensticke, weißt du das eh schon? Was denn? Stadtparkeinweihung, sag ich grad. Oh mein Stadt. Da haben wir die Erwachsenen umsonst gesoffen und die Kinder warten der bald der Tisch. Mein Gott, da haben sie nichts gehabt. Aber weißt du was? Die Kinder, die hätten da gerade von Ring aus so Zuzeln brauchen. Das hätte auch nichts gekostet, verstehst du? Genau. Aber weißt du was? Dafür haben sie einen Abenteuerspielplatz in der Anlage. In der Anlage? Ja. Okay. Ja. Sag, wenn denn das? Du gehst schon dabei. Jetzt pass einmal auf, schau her. Da können die Kinder mit den Leuten Bierflaschen experimentieren. Oh. Ja, und mit den Kloschirm, da können sie Brennglausel draus machen. Ja, und so viele Zigarettenstumperlingen umeinander. Mei, weißt du was, da können Kinder dann auf Erwachsene können sie dann machen. Ja, ist das vielleicht nichts? Das ist was fürs Leben. Hey. Und ich habe gehört, dass die kleinen Kinder das Sexualverhalten von den jungen Zwiesler lernen können. Aha, zumindest bin ich richtig bussiert, ne? Schau mal in der Anlage. Siehst du das?
Und das alles umsonst. Gell, was brauchen wir denn wieder? Ein Freibad? Brauchen wir auch eh nicht. Und überhaupt, jetzt haben wir den schönen Angelplatz. Der ist schön, ja. Mei, so schön. Ich sag das, Bankerl ohne Lehn, nicht. Ja, für die Alten ist es jetzt nichts, aber das ist eh schon wurscht. Wer pfeift ja nicht um die Alten, nicht? Eine riesen Rosttränk, verstehst? Und so schöne kleine Bäume. Mei, die haben so schön. Naja, irgendwann wird man da mal einen Schatten kriegen. Und rundum haben genervte Autofahrer auf der Suche nach einem Parkplatz. Das stimmt. Ja, geh. Und eine Designerbrücke haben wir auch. Und eine Stangelskulptur. Wunderschön. Mei, das Zwiesel ist fei schon schön, wenn man das jetzt so überlegt. Ja, wenn man es so überlegt, schon. Ha! Aber die neue Attraktion. Oh mein, das ist etwas, hat sonst niemand wie Zwiesel. Okay, ja. Meinst du die neue Shopping-Tour mit Urlauber? Mei, unter dem Motto, es war einmal und ist nicht mehr, die Geschäfte kämen nimmer mehr. Ja. Genau. Und was gibt's da zum Sehen? Mei, hey, von der Kirche bis zum Preisstiebel 20 leere Geschäfte. 20, steht drin mit für Shopping gehen und kostet nix. Mei, das ganze Geld ist gespart. Ja, das ist doch schön. Ja, mei, du, weil mit deiner Ironie, du bist dabei so negativ drauf. Dafür haben wir die meisten Discounter-Quadratmeter von ganz Deutschland. Das macht uns keiner da. Ja, genau. Und da kriegst du alles, was du brauchst. Von Stringtanker bis zu den Latzhosen und von der blärmischen Blutzeltschmier bis zu der Anti-Aging-Creme. Kriegst du alles ins Wiesel, das passt schon so. Du, aber eine Gucci-Tasche will ich nicht. Du mit deinem Gucci-Taschen geh zum Schieren und du kriegst ein Gucci-Brain. Das gibt's nämlich ins Wiesel. Ach, das Zwiesel, ja. Mei, wie's leibt und lebt. So, und ich schau, dass du kommst ins Bad und lernst Tschechisch, Dobre dann, wenn jetzt geht. Dann spielst du das Bier zu, wenn es nicht eh schon zu ist. Ich hab einen Ja, Knall. vierte. Vierte gut.